Entweder nie mehr Sex haben oder nie mehr YouTube-Videos machen. Würdest du einen strippen vor der ganzen Klasse oder Nudes in den Klassenchat schicken? Entweder den Adi oder den Milo küssen. Alter! Was? Du bist schon lustig. Schnitt das ja nicht in eine Aussau. Heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit der Lara. Hallo. Hi! Wir machen heute ein Entweder-Oder. Ich habe mir auf Insta ganz viele Entweder-Oder-Sätze schreiben und die werden wir heute mal ganz genauer anschauen. Bei ihr auf dem Kanal haben wir einen Freundschaftstest gemacht. Ich würde sagen, wir labern ganz viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Ich bin so gut, ich habe das studiert. Das war doch scheiße gewesen. Ah. Würdest du dir eher ein OnlyFans-Profil machen oder kein Social Media mehr benutzen? Wenn ich es machen würde, dann darf ich noch Social Media benutzen. Ja. Ja, dann würde ich safe machen. Man muss ja nicht aufladen. Doch, müsstest du schon. Du müsstest einen OnlyFans-Account machen. Hä, ich will safe auch. Ja. Klar. Für die hast du nachher Geld mit Fußbildern. Warum nicht, oder? Würdest du es machen, OnlyFans? Nein. Warum nicht? Ja, wieso schon? Gibt Cash. Wer sagt, dass ich überhaupt etwas verdiene? Du bist geil. Sie ist der einzige Konsument von mir. Ich komme sie gratis über. Eher keine neuen Freunde oder nie mehr einen Franken verdienen? Wow, keine neuen Freunde. Stimmt eigentlich, das kannst du nicht mehr überleben. Also du hast so liebe Freunde, dass dir alles zahlen, aber Oder du hast Eltern, die einfach hure viel erbst und du musst nie mehr arbeiten. Und so vor allem deine alten Freunde könntest du dann behalten. Eben. Bodybuilder oder Lauch? Safe Bodybuilder. Du? Warum? Du bist safe Lauch? Ja. Hey, so ein bisschen Muskeln und so. Aber das ist kein Bodybuilder. Ein Bodybuilder ist für mich einer mit so richtig fettem Bizeps und wenn du umarmst, hast du das Gefühl, du stirbst alle. Das ist doch einfach auch nicht geil. Ja, ich weiss, was du meinst. Lieber Lauch. Vor allem, ich bin 1,55, ich würde den Tunnel verschwinden. So, da ist mir so. Der hat dann mehr Tinte als ich, das läuft nicht. Nein, ich bin der Lauch, ich bin ganz sicher der Lauch. Würdest du eher Pornodarstellerin werden oder Prostituierte? Ah, ich glaube Prostituierte. Ich sage Pornodarstellerin. Ja, habe ich zuerst auch gedacht, aber als Prostituierte bin ich ja dann nicht im Internet so nackt und so. Ich denke mir so, kommt halt davon, weißt du, bist ja Pornodarstellerin, wenn du jetzt theoretisch Pornos mit deinem Freund hochladest und man sieht dein Gesicht nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel immer den gleichen Partner hast. Aha, ja, aber ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass du bei beidem den Partner würdest wechseln. Ja. Was würdest du dann nehmen? Aha. Ja, weißt du, ich überlege mir auch, wenn du jetzt zum Beispiel Prostituierte bist, dann schaust du ja nur auf die andere Person. Weißt du, was ich meine? Also Ja. kann ich mir jetzt vorstellen, ich habe noch keine Ahnung, oder? Aber ich meine, so, je nachdem, was du für einen Porno hast, kann es auch sein, dass du eine Glückskarte gezogen hast und mehr kannst du davon profitieren. Aber das ist fake, du hast das gerade bei Young gesagt. Das stimmt, sind fake. Entweder nie mehr Sex haben oder nie mehr YouTube-Videos machen. Wir sagen es gleichzeitig. Ah, warte, ich muss jetzt überlegen. 3, 2, 1, nie mehr YouTube-Videos machen. Ich weiß es nicht. Warte, ich muss kurz erklären. Ich habe mir zuerst überlegt, nie mehr Sex. Aber irgendwie ist es komplett dumm. Bei mir ist nicht nie mehr Sex, weil ich will Kinder. Und wenn Eben? Ja. Also Aber wir können adoptieren, aber... Du kannst auch einpflanzen. So, mit Ja, Spritzen. und was ist, wenn du horny bist? Kannst du selber machen. Ja, nachher hast du einen Freund, sorry, ich mache lieber YouTube. So. Scheiße. Ich halt eine andere Sexpartnerin suchen, aber ich bin da zum Reden. Wir würden beide mit YouTube aufhören für Sex. Perfekt. Entweder 5 Millionen Franken bekommen oder Corona weltweit ungefährlich für alle machen. Könntest du mit 5 Millionen Franken irgendetwas erreichen, dass Corona wird aufhören? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Das braucht ja alles auch nur schon Zeit. Das geht ja vor allem um Zeit. Wenn du jetzt mega krass im Existenzminimum bist, würde ich es verstehen so. Ja. Hey, ich glaube, ich will sogar Corona nehmen, einfach weil ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich weiss eben nicht mal, was ich mit 5 Millionen Franken will anfangen. Ich wäre komplett überfordert. Doch, ich wüsste schon. Also ich will sicher mega viel spenden und so, aber 5 Millionen Franken, das ist so viel Geld. Stell dir vor, du hast jetzt 5 Millionen, du baust dir ein schönes Haus. Aber ich bin ehrlich, reisen. Du kannst nicht mal reisen, wenn Corona da ist. Also, Ja, okay, wir zaubern Corona weg. Entweder fürs Leben lang nichts mehr hören oder fürs Leben lang nichts mehr sehen. Ah, Gott. Also blind oder taub. Taub. Ich würde safe auch taub nehmen. Ich habe gesehen, was vor mir ist, was abgeht. Ja, und vor allem ich habe das Gefühl, also es gibt so Gebärdensprache und so, ich habe das Gefühl, also ich finde Ja, ich finde es einfacher, Gebärdensprache zu lernen als Blindensprache. Ja, das stimmt. Oh, ich würde so... Gebärdensprache finde ich mega spannend, ich würde es mega gerne lernen. Ich eben auch. Das ist mega cool. Entweder die andere Person von uns küssen oder unser Ex. Hä, die andere Person? Also die? Es wäre nur schon cringe. Also es wäre jetzt weniger cringe, dich zu küssen. Ja, ich hätte kein Problem mit so. Es wäre eher cringe, meinen Ex zu küssen. Eben, entweder nie mehr es euch selber machen oder nie mehr es jemand anderem machen. Nie mit mir selber machen.
für mich ist irgendwie, kann ich mit einer Person zusammen und allein ist für mich so komplett etwas anderes. Es ist so komplett unterschiedlich, aber ich glaube, ich würde auch eher nie mehr alleine machen, weil ich würde mich dumm fühlen, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre und ich würde nie mit der anderen Person etwas geben und sie gibt mir aber immer etwas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Entweder den Adi oder den Milo küssen. Jetzt mal nicht so, dass so, der Milo hat einen Freund oder so. Ich weiß nicht. Freund? Eine Freundin. Ich weiß nicht, ob ich einen Schnauz küssen will. Ah! Darum glaube ich den Milo. Oder wobei, zum Wissen, wie es ist mit dem Schnauz, vielleicht doch der Adi. Ich kann mich nicht entscheiden. Willst du einen Schnauz küssen? Es würde mich wundern. Ich habe eine Kollegin, die hat mir erzählt, sie hat einen Freund gehabt, der hat einen vollen Bart gehabt und das war mega kratzig gewesen. Und du willst wissen, wie kratzig es ist. Nein! Adi? Also so bestimmt es mich jetzt schon nicht wundern. Ich glaube, ich nehme einfach den Milo so. Ich glaube, ich würde Adi nehmen. Würdest du einen strippen vor der ganzen Klasse oder Nudes in den Klassenchat schicken? Alter! Was? Ich glaube, ich will Nudes schicken, weil das ist so kurz und schmerzlos und strippen ist so, du erlebst so die Reaktion und es braucht so lange. Ich glaube, ja. Also dann so Handyverbot und so, weil sonst existieren die Bilder von mir. Das stimmt. Und dann sehen die halt eine andere Seite, aber das stimmt aber auch. Die haben keinen Beweis. Ich meine, sonst kann das ganze weltweit umgefahren. Das stimmt, das habe ich gar nicht beleidigt. Darum will ich strippen. Boah, das ist jetzt gerade voll schwierig. Du hast so gedacht, ich kann meine Antwort. Ja, zwar, ich habe also wirklich gefühlt 90% Mädchen in der Klasse von dem her. Ich glaube, ich will gleich strippen, ja. Ja, voll. So, das ist es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben. Und schaut noch bitte nachher im Video vorbei. Und aktiviert die Glocke. Wie macht man das? Ding dong. Nein. Quack, quack. Und ganz wichtig, vergessen nicht mich und sie zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!